Also da hat sich jetzt gerade nichts verändert. Ja. Grüezi wohl. Wir haben da kleine Issues mit... Ich gebe euch einen kleinen Lifehack einfach mal so gratis mit. Und zwar, wenn ihr mit dem Ricky einen Podcast aufnehmt und der Ricky geht, darf ich sagen, was du gemacht hast am Wochenende? Und der Ricky geht Taoist Drums recorden. Setzt ja nicht eure Kopfhörer auf oder geht in die Nähe von einem Lautsprecher, wo der Ricky sein PC wieder dran angeschlossen hat. Weil der Ricky und ich haben vorhin gelernt, dass es effektiv Schallkanonen geben können, weil wir sind da gerade von Ricky seinen Studiomonitoren bombardiert worden und wirklich literally beide am Boden gekumpelt mit den Händen über den Ohren, weil es ist so laut gewesen. Ich habe effektiv einen Adrenalinschub bekommen. Einmal schaltest und nutzt ein anderes RMI-Gerät und schon tut alles resetten. Wolltest du schnell für Leute, die absolut keine Ahnung haben, von was du redest, gerade erklären, was ein RMI-Gerät ist? Einfach. Lass mich meinen Kaffee machen. Den anderen stellen da drauf. Ja, nein. Also ich meine, ich kann eben Drivers installieren für das Gerät, das ich gebraucht habe. Und dann habe einfach alle meine Settings von DI einfach gelöscht für den Talkback und das ganze Setup von dem her. Ja, ist blöd halt. Habe ich fast Gehörschaden bekommen. Und du auch. Von dem her. Ja, das ist fucking sick. Nice. Crazy Action gewesen. Ja. Aber wir sind da, wir sind zurück. Es ist Folge, welche Beschädigung? Ja. Folge, glaube 84. Das ist gut möglich, ja. Ist das möglich? Ja, wir wollten eigentlich letzte Woche schon aufnehmen, aber leider ist uns etwas dazwischen gekommen. Ja, das Hass ist gestorben. Es tut mir leid. Shit happens. Ja, das war schade gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz hat Safer als Brevs Ziel erfüllt. Ja, voll. Sie haben ihren Bus können finanzieren. Und sie müssen 250 Push-Ups machen. Sind es nur 250? Ich glaube. Also ich wollte jetzt nicht sagen, aber ich glaube, nur wir zwei haben ihnen schon 150 spendiert. Fair, ja. Das ist gut möglichst. Und das ist nicht das Einzige, was ich ihnen spendiert habe, aber dazu später mehr. Alright. Und mit später meine ich, sie wissen selber noch nicht, was wir ihnen spendiert haben. Hat er den Wedding Package genommen? Ich glaube nicht. Sonst wäre es wahrscheinlich schon früher fertig gewesen. Ja, fair. Mal schauen. Doch, nein. By das ist the way, 84. 84, sehr gut. By the way, bevor wir unser Eltoni-Sponsoring haben, muss ich sagen, Eltoni Zero ist irgendwie nicht so geil. Alright. Schmeckt nicht nach Eltoni, es schmeckt wie so ein anderes Getränk. Gut, sagst du, dann muss ich es nicht probieren. Also mal probieren musst du es sicher mal, vielleicht findest du es ja geil, aber es ist so, irgendwie, es schmeckt ein bisschen fast wie ein Zitro. Alright. Der Nico hat es gut gesagt, wieso nehmen wir nicht einfach den normalen Eltoni und machen dort einfach anstatt Zucker Süßmittel drin, Ja, voll. machen nicht die Rezeptur anders. Gut, ich bin kein Lebensmitteltechnologe. Wahrscheinlich hat Zucker eben doch auch noch einen Eigengeschmack und Süßstoff wahrscheinlich nicht. Und Falls darum geht einer es bist, nicht. dann lass ich den Kommentar. Falls uns wissen. irgendeiner einen Plan hat, wieso das nicht einfach geht, let us know. Voll. Das sagen wir jetzt nicht nur, um einfach das Community Engagement in die Höhe zu treiben, sondern weil es uns wirklich interessiert. Ja, wir sind Marketing-Horden. Kommentiert alles, subscribe, like, alles. Aber ja, sorry, das ist doch nicht so ein schöner Begriff. Aber Was? Marketing-Hure. Spitz. Depreciating gegen Sexworkers. Also. Nur ein Halt. Nein, nur wenn du Hure mit Prostituierten gleichsetzt. Fair. Also ich entschuldige mich nicht wegen Marketing-Leute, die verdienen es auch. Aber Sexworkers nicht. Marketing-Leute, fickt euch am Arsch. Ich habe ja angefangen wieder studieren. Und nach meinem letzten Wirtschaftsabschluss habe ich mir entschieden, ich mache jetzt etwas, was mich komplett fickt und mache eine wie nennst du das? Das ist einfach nicht Wirtschaft. Ja. Systemtechnik. Ja. Und ich kann nicht Marketing-Leute haten. Wir sind gerade jemand für Marketing in Metal Server. Du hast allgemeine Entschuldigung für meine Aussagen heute Abend. Ich bin immer noch halb taub. Vorher. Es ist wirklich mein Hirn heftig. ist wirklich weg. Auf jeden Fall. Ja. Was ich jetzt gerade wollte sagen, hat eigentlich gerade das Ding einschlagen. Und zwar ist es so, wenn du so Mathe studierst oder so. Das ist einfach so, das ist halt effektiv so. Das hat eine Lösung, das ist so, das
wissenschaftlich beleidigt, Fundament, das gibt es. Physik ist alles einfach true, real, bewiesen. Ja. Wirtschaft, das hat einfach irgendjemand erfunden. Bei Wirtschaftsinformatik. Ich kann einfach irgendeinen Scheiß erzählen und solange ich Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit gesagt habe, ist alles gut. Hey, Wirtschaft ist einfach also eben Mathematik und die Natur, jetzt habe ich es, was ich überhaupt will sagen, die naturwissenschaftlichen Fächer, das ist alles belegbar und bewiesen. Irgendwie wissenschaftlich beweisbar. Das muss ich nicht, dass man die Theorien und das Zeug, das man in der Wirtschaft hat, nicht könnte beweisen. Das stimmt ja schon, dass wenn man das und das macht. Aber das ist einfach erfunden. Aber sie differenzieren zwischen Hypothese und dem empirischen Beweis, oder? Das Ding ist halt einfach wie die wirtschaftliche, also da die Geisteswissenschaften, ich weiß nicht, ob wirtschaftlich Zeugs Geisteswissenschaft ist oder nicht. Inzwischen schon. Ich meine, schau mal die Leute, die den Content machen. Ja, nein, aber ich meine mehr, weißt du, geistlich krank sein. Ich meine mehr naturwissenschaftliche Fächer sind also Physik, Mathe. Ja. Das ist halt alles Facts, straight up, das sind Naturgesetze. Das ist wirklich so, das ist beleidigt, das ist so. Und das andere, die anderen, das ist einfach so, das sind so erfundene Wissenschaften. Weißt du, so Marketing. Ja, halt jeder ist ein Experte VWL, und kann sich nicht einigen. Es ist vor allem einfach alles erfunden. Es ist alles erfunden von der Menschheit. Jawohl, ja. Gut, das ist ja völlig okay. Aha. Ich weiß nicht, wieso ich gerade so heiß bin, aber ist ehrlich. Willst du was? Nein, ich glaube, es liegt nicht an dem. Ich meine, es gibt gewissen Konsensus, aber ich glaube, langsam gibt es eben nicht mehr. Also, langsam ist wirklich jeder für sich selber irgendetwas am Schreien vor der Kamera. Sagen, das ist der Weg, komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ja gut, das ist etwas anderes. Nein, aber ich meine, mehr weißt einfach so das ganze Zeug, das kannst du ja studieren. Aber es ist halt einfach alles erfunden von Menschen. Und das andere ist nicht erfunden worden, sondern entdeckt oder herausgefunden worden. Oder? Ja, ich meine, wissenschaftlich nachgeforscht. Und in vielen von diesen Fächern im Fall, wenn du nicht die gleiche Ansicht oder Meinung hast wie dein Lehrer, dann musst du für die Prüfung nach der Meinung von dem Lehrer schreiben, weil sonst bekommst du schlechte Noten. Obwohl also, eigentlich... ich muss ganz ehrlich sein. Also das Studium jetzt fordern ist schon ein bisschen mehr als das Wirtschaftsstudium. Ja. Also, Wirtschaftsstudium, ich habe technisch Kaufmann gemacht. Ist nicht das Bachelorstudium, aber ist auch eine höhere Ausbildung in der Wirtschaft. Ja. Natürlich, ich wollte jetzt niemandem, der einen Bachelor gemacht hat in Wirtschaft, sagen, dass das nichts wert ist. Das ist etwas wert, das ist schwierig, das ist anspruchsvoll. Falls du so ein Opfer bist, schreib es in den Kommentaren. Es fickt wesentlich weniger, wie das Mathe-Studium würde ficken. Sagen wir es mal so. Fair, fuck. Ja. Anyway, und das geht es nicht. Wir sind Metal-Servala, nicht Wirtschafts-Servala. Mal sind wir ein bisschen Wirtschafts-Servala. Schon ein bisschen. Aber jetzt bin ich voll in einem Schach-Rabbit-Hole. Schach-Rabbit-Hole? Ja. Das ist das Problem. Ich glaube, keiner von uns macht. Machen wir überhaupt noch Musik in letzter Zeit? Ja. Also wir haben, so wie du gesagt hast, wir sind bei. Hast du gesagt, dass wir bei Expello Drums aufgenommen haben? Nein, das habe ich nicht gesagt, dass du bei Expello Drums aufgenommen hast mit dem Dano. Fair. Eben, Expello, beste. Merci mal, haben wir dürfen im Expello HQ Drums aufnehmen. Das war mega cool gewesen. Und da haben wir am Samstag 13 Stunden aufgenommen. Alle Songs reingeballert, der Dano ist eine fucking Maschine. Und jetzt ist Editing Time. Also Musik machen wir schon. Aber jedes Mal, wenn ich im WC gehe, tue ich irgendwie eine halbe Stunde Schlag spielen. Und ja. Es ist Problem. Ich kann irgendwie um 2 Uhr am Morgen ins Bett, nachdem ich irgendwie eine Stunde einfach Online-Matches gemacht habe. Das ist cool. Es ist sehr cool, sehr interessant, aber nochmal ein fucking Rabbit Hole. Bist schon in der Videografie-Rabbit Hole nicht. Nein, bist du? Ja. Voll. Hey, aber es sind mindestens gesunde Rabbit Holes. Bis jetzt. Oh ja. Ich weiß nicht, irgendwann ist ich bin letztens ins Multitool-Rabbit Hole reingekehrt. Ja. Das ist, macht das nicht. Weil der Algorithmus schlägt gerade, wenn du einmal irgendetwas nachschaust. Ich habe ein Multitool gesucht. Etwas nachgeschaut, ich bin gerade abhängig geworden von dem Zeug. Bist du jetzt auch habe ich dich mit dem Algorithmus beeinflussen, dass jetzt einfach so das nein, aber das jetzt auch so ich habe jetzt immer ein Sackmesser dabei. so Firmenanalysen und so vom einen Kanal, weißt du noch? Ja, aber das ist aber geil. Aber das ist geil. Das sollten wir mal mit Bands machen, mit Schweizer Bands. Aber schau mal, das ist ein Paketöffner. Ja. Hat einen Schraubenzieher. Was das Sackmesser noch da hat, ist, es hat einen Kugelschreiber. Das ist fucking sick, Alter. Ja. Und es hat eine Fiele. Für? Keine Ahnung. Nägel? Sachen, die du letztes Jahr eine Gitarre damit gefühlt. Ja. Ich habe Taoist-Songs geübt.
Bloodlust und der andere. Und ich habe immer oben, einmal meine Hand, wenn ich so mit der Hand rauf bin, habe ich immer so den Natt angeschlagen. Das übrigens noch nicht raus. Wenn du das schaust, ich habe mit der Hand, weißt du, wenn ich so auf und runter bin. Ja, jedes Mal, wenn ich rauf bin, bin ich so den Natt angekommen. Ah, fair, ja. Weißt du, so. Oder, ja, okay, ist gut, ich muss es glauben. Wir haben alle gecheckt, auf was ich raus wollte. Ich überlege, soll ich jetzt den neuen Songnamen bleiben? Nein, wir spielen das schon live. Noch nicht. Im Februar vielleicht. Unter Umständen. Metal. 7. Februar. Vielleicht. Und am Metal Battle. Anyway, auf jeden Fall habe ich dann dort habe ich immer an den Natt angekommen, oben, wenn ich aufgerutscht bin am Griffbrett, oder? Ja. Das klingt sehr nuttig. Nattig, Alter. Also, wenn du so machst und dann oben an den Natt anschlägst. Ja, ist gut, wir haben genug Wix-Jokes gemacht, ist in Ordnung. Anyway, das Niveau muss tief sein. Und dann habe ich dort immer, das ist eckig gewesen, also es ist zu eckig, es war eine richtig fette Ecke gewesen, weil, wie heisst das Ding auf Deutsch? Wie heisst Natt an der Gitarre auf Deutsch? Das ist für alle, die jetzt nicht wissen, von was ich rede, das ist bei der Kopfplatte oben, das kleine Teil, wo die Seiten drin liegen. Die Nutte. Die Nutte könnte noch sein, aber nein. Ja. Nein. Der Steg ist eben unten. Das ist das oben dran. Ja. Der Stieg? Nein. Keine Ahnung. Der Sattel? Nein, die Sattel sind. Ist der Sattel? I don't know. Auf jeden Fall haben wir den die ganze Zeit in die Hand reingestochen, den Hurenecke, weil der ist wirklich nicht. Ich habe eine Harley Benton Gitarre, die müssen halt irgendwo Geld sparen. Und dort haben sie wahrscheinlich an diesem Teil gespart. Und dann habe ich das Ding runtergefeilt, bis es nicht mehr eckig war. Das ist so PVC? Nein. So künstliche Knochen. Ja, voll. Originell war es für eine Knochen, oder? Ja, früher hast du Knochen genommen. Ja. Das ist cool. Du sagst, der Robbenbabys geschlachtet. So Nein, ich habe das Problem mit früher mit Gitarren, mit Bridge gehabt. Es hat so Pointed Bridges gehabt. Ja, Bridges sind auch nasty, gewisse. Darum habe ich bei Bridges immer Dings genommen. Wie heisst es? Graphtag-Sättel. Die sind. Und es macht auch keine Seite mehr kaputt. Niki. Ja, aber seit ich Hipshots drauf habe, habe ich auch kein Problem. Ich schwöre, Graphtag. Ich schwöre auf Graphtag. Ich hätte nie gedacht, dass das so einen Unterschied macht, aber ich schwöre auf Graphtag-Sättel. NYXL-Seite. Ja, NYXL sind cool. Und. D'Addario Locking Tuners. Ich finde die Harley Benton Locking Tuners immer noch sehr gut. Ich spiele nicht mehr so viel live, das ist auch etwas. Nein, ich muss wirklich sagen, also vielleicht hast du gerade Glück gehabt, aber die ich kann, sind scheiße. Das ist schon etwas, also T-Bone-Sachen, Quality Control, also wir haben es auch gemerkt, wie sie von den SM58 Kopien, ein paar tun ein bisschen lauter als andere und das ist eigentlich nicht so schlimm. Das Ding ist einfach, wenn du den Livestream mal schaust, hast du mich jemals gesehen, so viele Gitarrenstimmen wie in diesem Livestream? Welche? Wo wir zwei zusammen gespielt haben. White Hot Horses? Ja. Ich weiß nicht mehr. Also die Gitarre, ich habe sie nach jedem Song stimmen. Das ist mir noch nie passiert sonst. Das könnte an der Gitarre liegen? No. Nicht? No. Weil wie Graphtag hast du gesagt, ne? Ja, Graphtag Locking Tuners. Graphtag Tuners, nicht Bridge. Tuners, Graphtag Sattel. Die sind aus Graphit. Aha. Die rutschen eben hure gut. Dort gibt es keine so bei den Metallsätteln, dort bohrt sich die Seite irgendwann rein und dann gibt es durch das die Seiten so, die hat so Rillen und durch das, dass sie so mitschwingt, gibt es dann wie so eine Braue, also das ist dann am Schluss wie so eine Klinge, also so eine Messerklinge, die dann quasi die Seite abeinander schneidet. Ja. Darum, wenn es der Seite bei der Bridge unputzt, also dort, was sie aus dem Gitarrenkörper rauskommt, dann ist zu 90% dein Sattel am Arsch, wenn dir das öfters passiert. Und dann kannst du einfach mal runterfeilen und schauen, dass der wieder nicht mehr rauch ist. Ja. Secret Tipps. Das ist ziemlich sicher oft der Fall. Wenn es der Seite nicht dort unten, weil bei mir hat es bis jetzt jedes Mal nur dort unten eine Seite geputzt. Das hat man noch nie irgendwo anders eine Seite verrissen. Es ist immer dort. Ja. Aber ja. Was hast du sonst gemacht in der Zeit? Es ist ein neues Jahr. Es ist ein Holy neues fuck. Jahr. Ja, fucking hell, ja. 2026, wann haben wir das Folge? Ja, was hast du gesehen? Wir haben noch vor Weihnachten haben wir eine Folge aufgenommen. Ja, voll. Dann haben wir am Silvester noch eine Folge aufgenommen, die wir dann nicht gemacht haben, oder? Gemacht, ja, voll. Haben wir nicht gemacht, ja? Nein, haben wir nicht gemacht. Das ist ja nicht. Oh ja, wieder mal New Year 2026.
4. Jahr. Wann haben wir Podcast aufgenommen? Keine Ahnung, aber jetzt ist das 4. Jahr vom Meta-Server. Startet. Ja, 2022 haben wir angefangen. Und ja. Ist cool, passiert viele Sachen. Mhm. Das Leben läuft. Ja, das letzte, was gelaufen ist, war was gewesen? Wir sind am Hardcore United Fest gewesen. Oh. Bruder, das ist ja insane. Mhm. Schön war pumpevoll gewesen. Wir sind fast nicht reingekommen. Mhm. Ich hatte die super Idee gehabt, eine Kamera mitzunehmen und zu filmen. Und es ist fucking Pain in the Ass, um einfach durch die Menge durchlaufen. Es war insane gewesen. Ich habe den Abend super gefunden. Der Ricky hat sich selber die Bürden auferlegt, dass er mit der Kamera muss dort etwas filmen. Er hat sich selber die Bürden auferlegt, dass er das grösste Objektiv und alles an die Kamera montiert. Der Bildschirm, alles. Wirklich, das Ding hat ausgesehen. Und dein Bruder, der Santi und ich sind einfach dort gekocht und haben alle Bands geschaut. Gut, ich habe dann angefangen, ich habe dann halt Instagram-Stories gemacht, weil du hast Instagram gelöscht. Ja, du hast influenced. Ich habe geinfluenced und du hast afterfluenced. Voll. Und wir sind eigentlich immer da gestanden und der Santi hat so etwas Geiles gesagt. Er so, normalerweise kennt man dich immer, weil es ist einfach so, Dude, oberrasiert, ohne Bart. So, findet man immer. Ausser an einem Hardcore-Konzert. Ja. Was so ein bisschen oldschooliger Hardcore ist. Die Menge dort haben 90% die Frisur. Ja, das sind alles Doppelgänger. 90% haben oben kein Haar und Bart. Ja, voll. Das ist so. Das ist wirklich crazy. Wir sind da gestanden, das ist nicht der Ricky. Nein, ist nicht der Ricky. Nein, ist nicht der Ricky. Ist es eine Coincidence? Was ist zuerst gekommen? Hardcore oder Glatze? Keine Ahnung. Bevor ich Glatze kann, habe ich nicht Hardcore gespielt. Ist ja Chicken of the Egg, weißt du? Das heisst, weil ich noch Haar habe, habe ich einfach einen Explorer. Möglich. Ich meine, du hast immer einen Glatzkopf und einen Typ mit langen Haaren in einer Hardcore-Band. Das stimmt. Das heisst, Versus ist eine Hardcore-Band. Ja, pretty much. Linkin Park ist eine Hardcore-Band. Okay, to be fair. Ja. To be fair. Linkin Park hat Songs gehabt, wo... Ich meine, so die Given Up ist ein Beatdown, Breakdown. Einfach, dass ich gesagt habe. Ja, ich meine, die Influences jetzt schon. Aber eben, Hardcore United, cool shit. Ich meine, du hast einen Grill und Raclette-Stand. Fette Raclette gegessen, das war geil gewesen. Oh ja, stimmt, es hat Raclette gegeben. Fuck, das war geil gewesen. Das ist brutal geil, ja. Und wer hat das jetzt nochmal genau organisiert? Das ist ja Hardcore United Booking. Das ist von Insanity 61. Das ist Insanity 61, yes. Ihre Booking. Ich glaube, ja. Also ich glaube, das machen sie jetzt seit 12 Jahren. Hardcore United. Ich habe schon lange überlegt, aber diesmal haben wir es zum ersten Mal geschafft. Ja, letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich nicht können, weil ich irgendetwas anderes gemacht habe. Vorletztes Jahr wollte ich gehen und dann habe ich mir ein Ticket gekauft und das ist ausverkauft. Das ist immer ausverkauft. Immer sold out. Also das ist crazy. Ich habe wirklich Schüre nie so voll gesehen. Das ist voll, es ist brutal voll gewesen. Es war ausverkauft gewesen. Also wir sind wirklich bei Insanity bin ich wirklich nicht irgendwo. Ich bin hinten gestanden. Die Jury hat ja 2 Aufgänge. Einer, der bei der Bühne führen raufkommst und einer, der hinten führen kommst. Und ich bin hinten die Stegen rauf und eigentlich dort hat es fast schon keinen Platz gehabt. Ja, der Joff und wie heisst der jetzt? Der Tommy? Ja, einfach sie von Crowdkill. Nein, eben nicht Crowdkill, von Luzern. Ja, von der Deru. Ja, und die 2 sind so auf der Stege gestanden, weil sie nicht in den Raum reingekommen sind. Das war crazy gewesen. Ja, das war funny. Oh ja, dort haben wir ein bisschen etwas gefilmt. Also jetzt könnt ihr mal unseren Metal Seven Aftermovie schauen. Und dann kommen wir zurück. Hast du einen Aftermovie gemacht oder hast du für... Ich habe einen Aftermovie und dann für jede Band 30 Sekunden Highlight. Das ist geil. Voll. Den lass du jetzt laufen. Der Aftermovie kommt jetzt. Das heisst, alle, die Auto fahren, haben Pech gehabt. Die hören einfach nur Musik. Ja, genau. Sick. Divide the weak, go soon.
Und jetzt, das ist mal ein kurzer Aftermovie. Haben wir schon den Brian rein zum... Ich schreibe schon den Brian, aber auch noch etwas sagen nachher. Ja, wir können nicht, ja. Können wir nicht? Ja, wir sind am PC abgebunden. Okay. Voll. Sorry, Brian. Ja. Aber ist cool gewesen. Sonst, über Weihnachten, Neujahr haben wir, glaube ich, nicht. Wenn wir schon kurz ein bisschen über die Bands reden, die da gespielt haben. Stimmt. So, weil es sind ja schon ein paar gewesen. Ja, also, wer hat angefangen? Kabuki Joe? Nein. ich habe den Fall falsch gelesen. Ich habe gemeint, es ist Kabuki Joe, aber nein, es ist Billy Alibi. Ja. Wo angefangen haben. You too quiet and we can hear you. I can't give you now full of face. I want to suicide, social suicide. And you can feel my happiness. I want to suicide, social suicide. Was haben die gemacht? Die haben das so, ich bin mir nicht ganz sicher. Punk oder Hardcore? Punk. Oder Hardcore-Punk. Ja, schon punkig, aber schon Hardcore-Punk, hätte ich gesagt. Ja, aber dann ist ja gut, jetzt ist wieder die Definitionsfrage, was ist Hardcore, was ist Punk? Weil eigentlich ist ja... Das Thema ist, was wir als Hardcore kennen, ist eher Metallic Hardcore oder New York Style. Speak for yourself. Weil Hardcore ursprünglich ist viel punkier gewesen. I know. Eben, deswegen. Ich los den Hardcore, ja. Eben genau, ich nicht. Ja. Comeback Kid zum Beispiel. Sicko Vidal. Agnostic Front. Nein, Agnostic Front ist schon etwas anderes. Das ist nicht Hardcore-Punk. Der Bruder Agnostic Front. Nein. Also sie haben sicher einige Songs... Sorry, Brudi. Gotta go. Also... Eben. Aber sie haben auch richtig Metallic Hardcore-Songs. Ja, aber neues Zeug, nicht das alte. Fair. Ich meine, stimmt so, 80er, 90er, in den 90er, das ist alles Hardcore-Punk. Das war alles so ein bisschen Sicko Vidal-mäßig gewesen. Ja. Sicko Vidal ist eher schon ein bisschen härter Ich gewesen. glaube, dann erst mit Hatebreed hat sie irgendwie so gefunden, so, okay, jetzt gibt es eine neue Hardcore-Schiene. Oder Earth Crisis. Ja, das auch. Oder der ganze Schmarre, ja. Aber das Thema ist, Hatebreed sind die sie Mainstream pushen. Mehr als die anderen Bands. Das kann sein. Voll. Das kann sein. Und nachher Leute so wie, oh, das ist für mich, solange ich mich noch erinnere, wenn ich an Hardcore dachte und ich habe Hardcore nicht gelost, dann dachte ich, ja, Hatebreed machen Hardcore. So ist Ich habe wirklich so Sicko Vidal und Comeback Kid und diesen als Hardcore. Ich hatte den modernere Heavy Hardcore viel weniger drin gehabt. Ja, also ich habe vor 3 Jahren für mich Hardcore ist Hatebreed gewesen, Madball und Agnostic Front. That's it. Madball ist aber auch eher der punkig Hardcore. Sicher früher. Ja. Oh, mal. Ich glaube, es ist auch so ein Spektrum. Oder ich meine, es hat schon Metallic drin, aber es hat auch Hardcore. Madball Ja. ist eher punkig, Alter. Bist du sicher, dass du nicht Ding meinst? Wer? Die andere alte Säcke aus Kalifornien. Nein, du meinst Suicidal Tendencies. Nö. Ich weiss, ich habe Madball schon 4-mal live gesehen. Meinst du Lionheart? Nein, die andere alte Säcke Hardcore-Band. Von Kalifornien? Jo. Terror? Ja. Die sind definitiv mehr metallischer Einschlag. Ja. Aber Weil Madball, habe ich das Gefühl, ist eher auf der punkigeren Seite. Das ist mehr noch so hip-hopige Seite, fast so. Aber ich finde, hip-hopigere Seite ist nicht unbedingt Hardcore-Punk. Doch, die Oldschool-Dings, da Suicidal Tendencies, Madball, The Hatebreed, nicht Hatebreed, doch Hatebreed auch, aber wie haben die anderen Alten geheißen, die du jetzt gesagt hast? Suicidal Tendencies? Nein, die mit Agnostic Front und so, das ist relativ nah mit der Hip-Hop-Kultur zusammen. Ja. Das habe ich aber das Gefühl, ist eher der punkiger Hardcore. Ich hätte, also Punk hätte ich eher nach die... Hätte ich nicht unbedingt mit dem... Ja gut, ich meine, das ist so kompliziert. Das ist scheißegal. Ja. Das kommt auch nicht drauf an. Weil Billy Alibi ist nicht Billy Talent. Das ist eine andere Band. Ja. Das ist eine Schweizer Band. Hure fett, hure gut angefangen. Ja, voll. Aber irgendeine Mischung aus Punkrock und Hardcore. Ich weiß es nicht. Voll. Du hast Hardcore-Punk, ich finde halt, dann ist mehr die... Weil ich würde jetzt Insanity auch mehr zum punkigen Hardcore tun. Ja, finde ich auch. Zum thrashigen. Vielleicht ist Punk das falsche Wort. Der punkig Hardcore. Vielleicht ist thrashiger Hardcore das richtigere Wort. Crossover. So Madball ist eher so ein bisschen Thrash Metal, so Oldschool Thrash, nicht Slayer Thrash, sondern so. Das ist aber nachher Crossover, oder?
Aber Crossover hast du natürlich auch nachher mit Hip-Hop und so, oder? Ja, eben, das ist alles, eben, für mich ist so Madball und so, ist ja so ein bisschen Voll. die Rage Against the Machine, Madball, Ja. Hip-Hop, irgendetwas zwischendrin. Also ich kenne es so wie ein Venn-Diagramm. So ist es Es ist ein Venn-Diagramm mit 4 Kreisen. Und genau, sie du haben hast eigentlich... Hip-Hop, du hast Punk, du hast Metal. Und du hast... Ja, das ist eigentlich die 3 Kreise, die Hardcore machen. Die drei Kreise. Die machen Hardcore. In der Genau. Mitte hast du die Schnittmenge mit Hardcore. Genau. Nachher gibt es ein paar, die ein bisschen mehr vom anderen haben und so. Ich meine, Ja, mit diesen 3 Kreisen kannst du Hardcore bauen. Du hast, Ja, was voll. haben wir gesagt? Hip-Hop, Hip-Hop, Punk und Metal. Mhm. Ja, aus diesen 3 Kreisen kannst du Hardcore bauen. Yes, Definitiv, das das ist würde ich gut. sagen. Das ist, Gee, wir haben gerade, wir haben sogar eine wissenschaftliche Gleichung das ist sehr gut, aufgebaut. ja. Und, Also das heisst, ich bin gerade, mein Hirn funktioniert zu wenig, ich müsste mir ausschreiben. Also was haben wir da? E gleich MC hoch 2, das heisst wir haben Metal, das heisst wir haben M, P und M mal P mal H. mhm. Nein, M mal P mal HP gleich HC. Es Ma- geht nicht mal vielleicht auf. Mathe ist das einzige Fach, wo ich nicht... Bruder, ich struggle brutal damit. ja, ist ich bin ein fucking Streber, also ich habe so fucking 5-6 Durchschnitt gehabt. Aber Mathe habe ich nicht geschafft. Ja, Mathe ist aber auch so ein Mathe ist auch so ein Fickfach. Das ist genau eine Lösung, also genau ein Ding. Das ist, Ja. Du kannst nicht irgendwie dich ausreden im Sinn von ja, weißt du, bei BWL kannst du dich ausreden im Sinne von, ja, man muss das und das machen, damit der Profit höher wird. Aber dann kannst du sagen, ja, aber der Dude von Arizona Ice-T macht eigentlich alles nicht, was wirtschaftlich musst machen und du im Studium lernst. Genau. Nämlich, er macht nicht alles, um den Profit zu maximieren und ist trotzdem Milliardär geworden. Weißt du, so? Voll. Das funktioniert bei Mathe nicht. Nein. Bei Mathe ist es einfach so, it is what it is. Ja, genau. Gut. Voll. Ja. Dann nach Billy Alibi ist... Ist Must Be Wrong gewesen? Must Be Wrong? Ja. In a world full of words, where you stumble and we fall, misunderstandings rise. We're building up this wall. We talking in circles, but our truth remains untold. Bad communications, tearing our souls. Bad communications. We text but don't connect. The meaning lost its place. We hide behind our screens. Emotions we erase. Bruder. die haben Hure abgeliefert. Ja, das ist spannend. Also vor allem, was ich das Lustigste gefunden habe, es hat schon 1-2 Crowdsurfers gegeben bei ihnen, oder? Und sie haben gesagt, sie wollen es so nicht überziehen. Also sie haben sich so Mühe gegeben, um nicht überziehen, dass sie etwa eine Viertelstunde zu früh fertig waren. Lol. Der Dario ist auf der Bühne gestanden, der Sänger, und hat gesagt, also heute wollen wir nicht viel schnurren, sondern einfach die Lieder spielen, damit wir euch nicht auf den Sack gehen. Und dann am Schluss sind sie etwa 10 Minuten zu früh fertig gewesen. Ja, ich So, weiß noch, hätte jetzt gleich können schnurren. weißt du noch, der Dario, glaube ich, so 10 Minuten vor dem Gig gesagt so, mein Wireless Receiver hat nur 24%. Lange. Fair enough. Und der Sender wahrscheinlich der Receiver. Das ist ja gleich. Ja, aber ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist mutig. Der Dario ist bei A Small District auf die Bühne Crowdsurfen. Ist neben mir am Boden gelandet und ich habe nur so gesagt, hey Dario, das war eine geile Show gewesen. Und er so, Bruder, wir haben so Arschflattern gehabt, weil das Line-Up ist so krass. Es ist ein Stack-Line-Up gewesen. Das stimmt, also Must Be Wrong hat wirklich auch schon, also Billy Alibi, stabil angefangen. Ja. Must Be Wrong mindestens so stabil Ja, weitergemacht. ja. Wer ist nach Must Be Wrong gewesen? Exo. Das ist einfach etwas. Ja, exakt. Das ist interessant, weil es ist so wie, also es ist schon so eine Mischung gewesen aus so Oldschool Hardcore, eher, ich würde sagen, neuere Hardcore, Nu Metal, Aber ganz ehrlich, Punk. ich bin nicht rausgekommen. So eine coole Mischung, also finde ich cool, statt jede
statt dass jede Band gleich tönt, das finde ich geil. Also, die Mischung ist, also bei XOXO, ich bin absolut nicht rausgekommen, aber es hat geklopft, also muss auch nicht rauskommen. Wenn es nicht, es schädert, ist gut. Ja, es schädert, ja. Voll. Dort war noch lustig, die haben ja nicht in der Normalbesetzung gespielt. Nein, oder? Ich glaube, der Gitarrist, der Dave, hat nicht können oder etwas ist passiert und hat noch gesungen. Mhm. Und, so habe ich das auch verstanden. Ich weiß nicht, korrigiere das, wenn wir falsch liegen, aber ich glaube, dort hat jemand anders Gitarre gespielt. Und ich weiß nicht, wer. Kennst du andere Band? Ja, sie haben es, glaube ich, gesagt, aber ich habe es wieder vergessen. Also sie haben gesagt, wer er ist. Für den hat er Englisch geredet. Englisch? Ja. Dann spielt er vielleicht in eine Quara mit? Vielleicht einer von den Westschweiz-Bands. Hey, keine Ahnung. Weil was sie ein Livestream-Konzert gemacht und dann hat der Bassist von Dry and Shattered gespielt bei denen. Ey, speaking of. Must Be Wrong hat das Cover gespielt. Schon? Sie haben Linoleum gespielt von NoFX und dort ist, ich weiss nicht mehr wer, dort ist jemand von XOXO auf der Bühne und hat einfach das Mikrofon von Jan genommen und hat den ganzen Song gesungen. Sick? Das war richtig sick. Das ist wirklich so... Hast du das nicht mitbekommen? Nein, ich glaube... Du hast wahrscheinlich die Kamera geschaut. Ich bin so... Nein, also am Anfang war ich auch ein bisschen im Stress gewesen, weil ich habe ein neues Objektiv probiert und habe gefunden, so ein Videoobjektiv ist nicht gut. Und dann habe ich den weggenommen und dann habe ich mit anderen gespielt und dann halt alles am Einstellen, weil wir sind gekommen, spät, natürlich, Latino-Time, und jetzt sind wir gekommen und schon hat Billy eben losgelegt, ich habe noch meine Sachen noch nicht im Backstage stehen und nichts, und dann ich muss im Backstage, schnell Settings anschauen, schnell testen, Licht, und dann bin ich schon ein bisschen im Stress gewesen. Ja. Und dann, eben erst so bei XOXO habe ich wirklich gefunden, okay, jetzt bin ich drin, ich check die Angles, ich weiss, wo durchlaufen. So, und dann ist es ein bisschen besser gegangen. So. Aber ja, es war wirklich cool gewesen. Das war geil gewesen. Und dann, wer hat denn nach XOXO? Natürlich, A Small District. Grande. Grande. Talking about Small District, die haben... Spanglish mit Deutsch. Ich habe nicht wegen dem gelacht. Ich habe gemeint, talking about small und die und dann noch nicht gedacht, es geht irgendwo anders in eine andere Richtung. Nein, die haben ja auch... Wir können nachher dazu kommen. Die haben letztens am ersten Metal-Aken gespielt. Bruder, das hat auch voll ausgesehen. Boah, wie? What the fuck, Wo sind die Leute alle? Wo sind die Leute alle? Insane. Interlaken wahrscheinlich. Ja, das ist wahrscheinlich dort so. Endlich ist mal etwas zu Interlaken. Insane. In Interlaken gibt es zwei Sachen: das Greenfield und chinesische Touristen. Fair. Und wenn mal etwas anderes ist wie das Greenfield und chinesische Touristen und das Trucker Festival, dann gehen sie dort hin wahrscheinlich. Also ich glaube. Aber kommen wir später zu. Man sollte einfach nicht mehr in Zürich Shows organisieren. Weil in Zürich ist einfach jedes Wochenende mindestens 14 Sachen. Irgendwo so Käfer raus Shows organisieren. Unbedingt. Aber sonst zurück zu Hardcore United, wir sprechen später davon. Small District, nachher Valetudo. Wo das Jahr 20 Jahres Jubiläum haben. Voilà. Voll. Und die sind halt Valetudo. Also, das ist Valetudo, ja. Ja, sie müssen nicht beweisen. Nein. Ja. Nein, ist fett gewesen. Ja, voll. Chatteret hat es, oder? Chatteret hat es. Zürich Dudes in Luzern. Ja. Und eben nach dem Schluss vom Abend hat es Insanity 61 gegeben.
Ja, vor allem, darf ich schnell was bei Insanity ist ja richtig gut gewesen. Weißt, die haben sich ja richtig etwas überlegt. Also dort ist zuerst mal so ein Vorrang, einfach, dass wir das mal schnell loben und dann mal darüber reden, dass es Bands gibt, die etwas anderes machen. Die haben so einen fetten Bruder, die Lichter blenden in diesem Raum rein. Und dann ist es trotzdem so dunkel in dieser Kamera. Ja, das ist, so ist es. So ist es aber. So hat sich gesehen. Also ich muss die Sonnenbrille anlegen und dann filmst du trotzdem so, dass es dunkel ist. Das nachher die Lichter im Background. Ja, ist ja gleich. Wie Insanity 61, wo Insanity 61 heisst, weil das, glaube ich, Postleitzahl vom Entlerbuch ist. Haben wir herausgefunden dank dem Podcast. Ist das so gewesen, dass dort ist zuerst so ein Plakat vor der, so ein Vorhang vor der Bühne gewesen, wo so Insanity 61 drauf gestanden ist. Du siehst selten, dass das bei Local Bands so ist. Ja. Das ist fett. Und dann ist plötzlich ein Piano, also ein Keyboard auf der Bühne gestanden, vor dem Vorhang. Dann ist er dann angekommen und dann hat er einfach so 5 Minuten lang Insanity-Songs auf dem Piano gespielt. Oh. Und irgendwann haben die Leute sogar angefangen zu checken und mitsingen. Und das habe ich das Krasseste gefunden. Es haben wirklich, also es gibt Leute, dort haben die Leute echt mitgesungen. Ja, voll. Und 2, 3 Songs habe ich sogar auch noch erkannt. Ja. Das war wirklich nice. Also es war wirklich brutal geil. Voll. Ich war die ganze Zeit neben der Bühne gewesen, mit der Kamera am Filmen, weil ich nicht gewusst wann Dann geht der Vorhang. Geht der Vorhang und es ist fucking lang gegangen. Ich so, yo. Also das kann ich. Ich bin ja bei der Lexi helfen, filmen und der Yasi fürs Heitern. Und ich habe nicht gecheckt, dass ein Keyboard drin auf der Bühne geht. Ich habe gemeint, es läuft einfach im Band und so. Und Leute also du bist hinter dem Vorhang gestanden? Ich bin hinter dem Vorhang gewesen, so am Warten. Und ich so, ja, wann geht's los? Und ich so, coole Intro und so. Und dann ist ein Medley von vielen Songs. Und ich so, fuck, mir ist der Intro lang, Mann. Und ich habe nicht gesehen, dass einfach jemand am Spielen war. Ja, aber das kann ich. Wir müssen dann hat es geheißen, bei Hecht, ja, ich habe Hecht gefilmt. Das geheißen, Hecht hat so Konfetti beim zweiten Song. Ja. Da sind wir dort auf den Turm hochgekocht und haben gewartet. Und dann ist der dritte Song gekommen und dann die Lexi so, ja, in dem Fall nicht. Dann sind wir wieder runter. Aber ja, das ist wirklich sehr geil gewesen. Und dann, dann ist eigentlich, also Stage Dives und High Fives sind eigentlich schon den ganzen Abend los gewesen. Voll. Aber bei Valetudo und Insanity hat es einfach... Es hat bei A Small District ist schon ziemlich aufgegangen und dann bei Valetudo und Insanity ist aber... Ja, voll. Ich habe den Mark und den Goodie Bugs noch nie so viel Crowdsurfing gesehen. Das ist so funny. Ja, das war insane gewesen. Also, die sind nicht die jüngsten Jungs. Vor allem bei Insanity haben auch alle Leute wirklich mitgesungen. Ja, die Brüder haben Hits. Die haben Sing-Alongs. Also die haben Sing-Alongs, die haben Hooks. Ja. Wie wichtig sind Hooks, habe ich wieder mal gemerkt. Ja, ich meine, ich bin dabei meditiert und mir ist nachher den ganzen Tag einfach Death to Fascism im Kopf gelaufen. Ja, das ist schon ein geiler Song. Ist so gut. Wie heisst der andere von ihnen, der so einen fetten Hook hat? Ich weiß, was du meinst. Bei den habe ich erkannt bei der Es gibt 2. Der mit den Friends. Der mit dem cringy as fuck 2015er Songtext. Fragen wir gehen jetzt alle saufen und gehen hart. Und der andere ist. Ich habe den Namen noch im Kopf. Ja, das ist der mit When I'm with my friends, I don't feel no gravity, irgend so etwas. Und der andere Song ist auf dem Album Money Feast, oder wie das Album heißt. Heißt es Money Feast? Möglich, yes. Pach, das Problem ist, sobald ich Death to Fascism gesagt habe, jetzt läuft mir einfach der fucking Death to Fascism Chorus und jetzt weiss ich noch mal, wie die anderen Songs. Du meinst wow. Ja. Mehr Woos, mehr Hit. Es ist wie Stick to your ganz gleich. Mehr Woos gleich mehr gut. Ja. Also ich muss sagen, Save Me. Der ist brutal. Ja, das ist ein richtiger Banger. Wie geht der Chorus noch? Save me, so fucking save me. Ja. Den habe ich aber erkannt am Keyboard. Den habe ich auch erkannt auf dem Keyboard. Den habe ich auch erkannt auf dem Keyboard. Voll. Und eben der mit der, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Der Friends Song. Friends Song. Friends? Aha. Checkst du es nicht? Jetzt klappt sie, oder? Nein, The Friends, das TV-Intro von Friends hat. Okay, ist gleich. I am confused, aber ich weiß, was du meinst. Gut, die 4 Leute, die es checken, werden es checken. Alright.
Nein, aber es war cool gewesen. Erstmal Hardcore United. Hoffentlich nicht letztes Mal Hardcore United. Nein. Aber jetzt wissen wir halt, dass immer ausverkauft wird. Also, Ticket früh kaufen. Deswegen habe ich Tickets für eben, Nächstes Jahr schon gekauft. ja, für den Brüder und für Otiani habe ich 2 Wochen vorher gekauft. Und Das ist smart. Das ist Ja, smart gewesen. voll nice, wirklich geil. Also kauft nächstes Mal Tickets früh. Wobei nicht allzu früh, sonst bekommen wir keine mehr. Fair. Aber ja. Metal Lacken, what the fuck, Alter? Ja, keine Ahnung. Bro, also ich meine, sehr cool. Hure viele Leute gehabt. Also es Sehr- hat sehr auf den cool. Videos nach hure vielen Leuten ausgesehen. Ja, es hat insane ausgesehen. Das ist, glaube ich, vom Metal Lacken so ein Verein, glaube ich, von Leuten in Interlaken, die wollen Du einfach das sonst schnell researchen. Konzert pushen dort. Und ich weiß nicht, wer da hinten steht. Ich glaube, eben von Beyond Dystopia vielleicht oder so. Und andere Menschen von dieser Szene. Aber es ist geil, also es ist wirklich cool. Und ja, mehr davon. Für jede Region. Ich meine, wir haben Metal Rebirth, wo ist es? Im Suns. Nicht Suns, what the fuck. Stunts. In Stunts. Stanz, ja. In Stunts. Du hast Metal Breed Bern, in Bern. Du hast halt Days of Ruin, die als Ruination Metal Fest machen. Du hast schon viele Cyber als Youth Fest machen. Also, Metal-Laken-Events. Wir fördern die regionale Punk- und Metal-Szene. Konzertreihe in Interlaken. Volume 1, 10. Januar 2026 im Jungfraupark. Sold out. Ja, sold out, das ist crazy. Das ist crazy. Fuck das me, erste Mann. Event ist hart. Also, ich glaube, in dem Fall ja, Interlaken. Muss man schon in Interlaken spielen. Nicht nur am Greenfield, auch Das ist sonst crazy. jetzt. Ja, das ist crazy. Also, ich habe es nicht im Radar gehabt. Das ist insane. Mhm. Also, Nu Metal zieht, habe ich gehört. Ich kenne per Zufall jemanden, der in einer Nu Metal Band spielt. Die Nu Metal Band released vielleicht am 6. März neue Songs. Also, er hat noch gespielt. Small District, Beyond Dystopia und Death. Also D-E-A-F. Death. Okay. Ja. Delta Echo Alpha. Delta Echo Alpha Foxtrot. Alright. Ja, ist geil. Sonst, was hast du je nach der Zeit gemacht? Nicht so viel. Ich habe jetzt Taoist-Songs gelernt. Ich habe Eversis-Songs gelernt. Aus Gründen. Mhm. Die Gründe wären, wir gehen ins Studio Vocals aufnehmen. Mit dem Mahmoud Fatropas. Und Shoutout. am 6. März im Werk Baden gibt es vielleicht unter Umständen eine EP-Release-Show. Also, ihr habt schon den Post gemacht in Instagram. Also, das Ich habe- Ja, wir machen am 6. März in Baden eine EP-Release-Show von unserer neuen EP. Also der ersten Hälfte vom Album, Ja. wo wir dran sind. Weil wir sind zu voll, um das Album am Stück aufzunehmen. Ja. Darum, EP Mhm. wird heißen, jetzt muss ich kurz überlegen, Category 55 Emergency Mhm. ist der erste Teil vom Album. Und der zweite Teil vom Album ist dann, Ist ein Tornado Warning. ne, ich erkläre es gerade. Mhm. Der zweite Teil wäre dann Emergency Doomsday Crisis. Mhm. Ja, es ist eine Anlehnung an die Folge Category 55 Emergency Doomsday Crisis. Ist ein Folgetitel von einer Serie, die ich geschaut habe. Good Place. Welche? Good Place. Ja, ist geil. Weißt du, worum geht? Geht darum, dass eine gestorben ist und im Good Place aufwacht. Und dann dort begrüßt wird, fragen: Hello, you died. Welcome to the Good Place. Und dann wird ihr erklärt, dass es den Good Place gibt und den Bad Place. Und anhand von Mhm. gewissen Parametern wird entschieden, ob du in Good Place oder in Bad Place kommst. Und viel mehr kann ich nicht verraten, weil sonst Spoiler die ganze Alright, Plot so von der Sendung. Social Credit System. Und es sind mega Dystopien. Und am Schluss ist sie doch nicht tot gewesen, sie ist einfach... Nein, sie ist definitiv tot gewesen. Matrix, Nein, sie okay. ist sowas von tot gewesen. Alright. Sie ist tot gewesen. Ja. Die ist tot. Alright. Aber ja, es ist eigentlich Sehr spannend. vielleicht sogar noch ein bisschen systemkritisch. Ja, das ist cool. Ja. Ja, das ist wirklich geil. Und auf jeden Fall gibt es dort 5 neue Songs, Mhm. die wir spielen werden am 6. März. Und wir spielen zusammen mit 2 Bands aus Deutschland. Ja. Also wir spielen 3 Shows. Wir machen so eine kleine 2-Weekender-Tour. Ja, Mike, ich weiss. Hey, wir spielen 2 Shows am Wochenende und dann eine Tour. Ja, ich weiss, Mike, aber alles andere tönt halt einfach scheiße. Ja. Das sind
moderne Local Band Tours. Ja, ich habe einen Windjob. Ich kann nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend in den Ebris von Europa spielen. Kannst du nicht einfach kein Geld verdienen. Und, kannst du nicht einfach Chef sagen, fick dich, ich gehe einfach. I quit. Wenn ich so gute Tour spielen könnte, würde ich das schon machen. Aber er muss Ferien nehmen, das ist halt ein anderer. Ah ja? Ja. Wir müssen beide unbedingt mal Secret im Podcast haben. Ja. Habe nämlich den... Unbedingt. Ach shit, wie heißt das? Timmy? Der Timmy, genau. Der Timmy am Hardcore United Festival gesehen und ihm das mal so pitcht und er so, ja, ich hätte das gar keine so schlechte Idee. Ja. Also, sie sind ja mit Skindred auf Tour gewesen. Ja. Der mit Skindred auf Tour gewesen, Alter. Fair, ja, stimmt. Also, fucking hell. Wer, wenn nicht die, müssten wir mal im Podcast haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Und ja, eben, neue Versus-Songs. 6. März, Baden im Werk. Schreibt es euch auf. Aber am Montag sollten dann auch Tickets im Vorverkauf erhältlich sein. Nehmt eure Kollegen mit, nehmt eure Dings mit. Weil die anderen Bands sind brutal. Woher kennt ihr? Das ist so gelaufen, ich bin mit dem Nico mal Kill the Lights schauen in Stuttgart. Und Kill the Lights ist die Band vom Ex-Schlagzeuger und Bassist von Bullet for My Valentine. Brutale Band. Wirklich brutale Band. Ich glaube, wir haben da schon darüber geredet im Podcast, wo wir dort waren. Und es war eigentlich wie so eine Local-Show, weil es sind so 50 Leute in einem Raum für 250. Ja. Und die Vorband hat Drawn by Evil geheißen. Und die sind eben eigentlich gar nicht als Support Act in Stuttgart geplant gewesen. Die haben gesehen, dass Kill the Lights bei ihnen in der Nähe spielt und dann haben sie einfach den Club angeschrieben und gefragt, ob noch ein Support gebraucht wird für den Abend. Falls ja, würden sie das gerne machen. Stimmt, ja. Dann hat der Club gesagt, hey, ja, wir brauchen den Support, wir finden eure Musik dann nicht kacke, wir fragen die Band. Dann haben sie das quasi Und die sind von Stuttgart? Die sind von Stuttgart, ja. Ah. Dann haben sie das nein, eben, die sind nicht von Stuttgart, die sind von irgendwo in der Nähe. Okay. Also irgendwo anders. Die haben eigentlich eben oder ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Kanton das kommt. Wir sind eine Zürich-Band, wir wohnen ja alle in Baden. Du sagst, wir sind eine Zürich-Band. Habe ich nie behauptet. Auf jeden Fall... Kommen alle von Zürich? Wir kommen nicht mal alle von Zürich. Wir haben einfach Zürich wegen Mietpreise. Ist ja gleich. Auf jeden Fall... das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Wirtschaftliche Entscheidung gewesen, genau. Das ist unter Umständen so, ja. Auf jeden Fall dann hat der Club das dem Promoter geschrieben. Der Promoter hat das Gefühl gehabt, ja, das klingt solid, sie können Support sein, weil sie hätten einen Support gebraucht, weil sie kein Local Support, also weil sie Local Support gebraucht haben. Dann haben sie Zusage bekommen. Und anscheinend ist so eine Woche bevor die Show war, hat anscheinend dann die Venue denen geschrieben, also Drawn by Evil, von wegen, hey, wir haben gerade ein E-Mail bekommen vom Booker oder vom Promoter von Kill the Lights, dass zwei Support-Bands abgesagt haben. Für die Tage vorher und nachher. Hättet ihr Interesse? Und dann haben die gesagt, ja, das können wir uns einrichten. Und dann hat er mir erzählt, dass dann quasi, sie haben dann gesagt, okay, dann haben sie es zurückgemeldet und dann hat der Jay, also der Bassist, oder der Jay, ich glaube, der Bassist von Bullet for My Valentine, hat dann Drawn by Evil geschrieben, fragen, hey, cool, dass ihr mitmacht, könnt ihr mir bitte das und das und das schicken und das sind Dates und so machen wir das. Und dann sind die 3 Tage mit Kill the Lights auf Tour gewesen. Und ich glaube auch schon Support Act von Tremonti gewesen. Alright, geil. Und Decreate ist auch eine Band. Es wird ein bisschen ein Mischmasch geben an Musik. Also wir Versus, wir machen Nu Metal. Drawn by Evil macht Modern Metal. Und Decreate macht, glaube ich, so ein bisschen moderner Death Metal. Also es ist eigentlich, alle Bands an diesem Abend machen ein bisschen eine modernere Variante von einem klassischen Genre. Ja. Fuck me, habe ich gerade Nu Metal ein klassisches Genre genannt? Was ist das klassische Genre? Ich meine, holy fuck. Angefangen 2001. Etwa. Wenn wir ehrlich sind, hat Nu Metal schon 1993 angefangen mit Rage Against. Wann hat Rage Against the Machine angefangen? Nu Metal hat also gross angefangen, ein Viertel Jahrhundert. Also einfach so zur Info, Rage Against the Machine ist 1991 gegründet worden. Ja, aber Nu Metal als... Ich meine, es hat Proto-Nu Metal gegeben schon, ja. Weil Machine Head hat das Album da rausgehauen, 99 oder so, oder? Der rote.
Der hat nur Metal. Boah, das ist auch etwa dort umeinander gesehen. Mhm. Also schon so 90s Proto-Metal gegeben. Also, Aerosmith und Run DMC. Also wir berichten da über ein klassisches Genre. Wir sind pretty much Paläontologen da. Über das Also Walk This Way von Run DMC und Aerosmith ist am 4. Juli 1986 rausgekommen. Ja, Nu Metal ist ein klassisches Genre. Anyway, das wird super. Ja. Er pusht jetzt schon euer Sound in eine interessante Richtung jetzt. Ich weiß selber nicht, wo unser Sound hingeht und ich schreibe Songs. Es ist so der Bastard Son of Nu Metal. Also ja, es ist jetzt definitiv, also wir haben wirklich, der Domi und ich haben uns beim Songwriting, der Domi ist der Schlagzeuger von Eversis, wir haben uns beim Songwriting wirklich gar keine Grenzen mehr gesetzt. Wir haben einfach gesagt, wir machen das jetzt mal. Also das Spektrum auf dem Album ist von relativ poppigem, von einer relativ ein relativ poppiger Linkin Park-esque Song zu einem Song, der einen absolut unnötig behindert dummen Beatdown, Breakdown hat. Ja. Also ja, es ist alles möglich. Wir wissen mittlerweile nicht mehr, wo es hingeht, wenn wir mit der Versus etwas anfangen. Es könnte Blastbeats haben, es könnte Nein, das nicht. Es könnte, aber einfach wegen technischer Gegebenheiten. Es könnte Guterlags-Vocals haben, es könnte alles mehr. Also es hat... Aber. Es hat Piggies. Piggies. Ja, aber wir müssen nachher eben noch einen geschäftlichen Call machen. Ja, eine geschäftliche. Voll. Aber heute ist eine kürzere Folge. Ja, das Update. Bald kommt wieder eins, von dem wir... Bevor ich es vergesse, am 31. Januar spiele ich mit Matchbox Whispers, Vodou und Naked Soldier im Mundwerk Oerlikon am Mehr Anker für Punker, wenn ich es mit richtig Naked Soldier, geil. Jo. Shoutout Oli. Das Wann? wird 31. 31. Das ist ein Samstag. Alright. Unter Umständen spielen wir einen Song von Vodou und Vodou spielt einen Song von uns. Cool. Unter Umständen spielt Matchbox Whispers auch eine komplett neue EP. Wer weiß? Alright, cool. Ja, Ich. Trage ich mir ein. Eben, sonst heute machen wir ein bisschen Selbstpromo, aber nein, eben, ihr spielt ja mit Fearlab nächste Woche am Wacken Metal Battle. 23. Januar in St. Gallen. Am nächsten Tag gehe ich Vocals aufnehmen. Das ist sehr schön. Ja. Und dann nächstes Jahr im Februar. 7. Februar ist auch ein Wacken Metal Battle, aber wir spielen mit Taoist am 7. Februar auch. Von dem her schade, kann man am Wacken Metal Battle dabei sein, aber wir spielen jetzt auch in Lenzburg. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt sonst etwas Gescheites machen, geht an Paleface Show, kauft das Ticket, schaut, dass die Halle voll wird. Wenn du nicht an Wacken Metal Battle oder am Paleface Konzert am 7. Februar bist, dann komm mit Medbar. Taoist spielt mit Deklas. Sehr gutes Hardcore aus Bern, der Region Bern. Und voll. Sonst haben wir, glaube ich, da nicht viel aufgeschrieben diesmal. Aber nächstes Mal bringen wir sicher. Nein, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr Struktur in unser Tick. Aber ja, wir sind halt alle Büros. Wir sind alt geworden, wir haben Verpflichtungen und wir können nicht mehr so flockig, locker alle 2 Wochen einen Podcast aufnehmen. Ja, wir probieren es aber. Voll. Hast du noch Selbstpromo, wo du willst buchen? Können wir. Ich habe mein Suicide Silence Vocal Cover jetzt endlich mal auf Instagram geladen. Ja. Da muss ich noch schauen. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, viel Erfolg. Da du wie Minecraft spielst. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ihr schon mal etwas, also wenn du schon mal etwas aufgenommen hast und dann willst du drüber lip-sinken, also so du, als ob du drüber singst, es sieht einfach so beschissen aus. Also es geht wirklich einfach nur beschissen aus. Ich weiß nicht, wie Leute das können, ich kann das nicht. Was ich mache, ist halt einfach live-Take machen und nachher nimmst du den besten Take. Nachher, wenn irgendwo Korrektur müsstest machen, machst du, aber ich mache es nicht gerne. Also ich mache einfach alles. Ja, das Problem ist eben bei dem Song, der ist so... Der hat so viel... Du musst einfach so üben, dass du One-Take kannst machen. Nein, das Problem an der ganzen Sache ist, der Song hat so... Der Song hat so viele Dinge drin, wo die Vocals sich überschneiden. Du kannst eben, genau, in diesen Parts kannst du sonst 2 Takes machen, nach gleichzeitig laufen oder einfach zeigen, wenn etwas kommt und so ein Fade-out, Fade-in. Ja, das ist, aber das sind wirklich, bei diesem Song sind es extrem viel so überlappende Vocals und weiss ich nicht, was alles ist. Also das Ding ich frage mich, wie die das live gespielt haben. Nein, also Vocal Cover, Lip-Syncing finde ich auch
Finde ich auch nicht gut. Nein, du musst es gerade aufnehmen. Aber deswegen siehst du so viele One-Takes und das finde ich besser. Weil dann kannst du auch ein bisschen fair und so und das ist auch gut. Ja, aber ich wollte den halt gut coveren. Nicht? Ja, fair, also gut coveren. Ich bin bei mir im Bürostuhl gesessen und habe es aufgenommen. Nicht so gescheit eigentlich, ist es stehen. Nein, wieso? Weil dann hast du mehr Platz im Bauch. Ja, aber es ist dann trotzdem nicht schlecht. Dann bist du am Sitzen. Ja. Das ist Relax Position. Ja, eben. Da kannst du nicht so viel pushen. Du musst ja nicht so viel pushen. Doch. Nein. Doch. Ich habe gemerkt, das kommt, wenn ich zu viel... Nein, du musst vielleicht pushen. Bei mir geht es auch mit ein bisschen weniger pushen. Wenn ich mehr pushe, dann ist es nämlich weniger gut und ich fick mich. Vor allem, wenn ich viel pushe, komme ich kein Los über. Ja, pushen... Nein. Wow. Ja gut, I have stability in my body. I have the muscles. Also ich würde nie jemanden beim Sitzen aufnehmen, aber das ist halt unsere Opinions. Aber anyways. Ja, also ich würde jetzt auch nicht im Studio sitzen, aber es hat jetzt sowieso, ich bin gehockt und habe das Gefühl, ja, da lenkt. Hätte es nicht besser getan, wenn ich aufgestanden wäre. Well. Also, weißt du, also ich habe jetzt auch nicht das Ding, also weißt du, wie ich meine? Ja. Also, it is what it is. Ich bin jetzt nicht da gestanden und habe das Gefühl, ich mache jetzt das, also wirst du beim Hören merken. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich mache das perfektes Cover. Ich habe mal gemacht. Nein, auch beim Cover ist wie ein finales Endprodukt behandeln. Aber Ja, los jetzt einfach. Ja. Es ist ein finales Endprodukt. Nur weil ich jetzt gesessen bin, hast du gestanden, macht es nicht einen Unterschied. My producer heart. Also, los es jetzt und sagen wir es dann scheiße. Angst hören und sagen wir es aber dann wahrscheinlich scheiße. könnte es besser tönen. Nein, es wird nicht besser tönen. Es Wahrscheinlich klingt genau gleich. Weißt du, wieso tönt es nicht besser? Weil ich eh nicht mixen kann. Es ist eh scheißegal, Bruder. Falls du auch nicht kannst mixen, willst du deine Songs mischen mastern, dann schreib mir. RPG Production, habe ich wieder mal meine Instagram-Page eingeschaltet. Eben, heute ist Selbst-Promo-Tag, Alter. Ich füge euch alles Knie, wir machen Promo für euch Scheiß die ganzen fucking 3 Jahre. Jetzt ist mal Zeit, dass wir Wir sollten das einführen. Alle 2 Monate machen wir einfach mal eine Folge, die nur über uns redet. Ja, voll. Willst du einen Song gemixt oder gemastert haben, dann schreib mir. Oder du findest meine Arbeit unter RBG-Production auf Instagram. Was ich jetzt auch neu mache, ist aber, wie ihr seht, Videos. Also wenn du mal ein Konzert hast und willst, dass jemand ein Aftermovie für dich macht und kommt auf Film und so, dann schreib mir auch. Das ist auch die Leistung, die ich jetzt anbiete. Von dem her eben Mixing, Mastering und Live-Videografie für ein Konzert von so Aftermovie-Style. Ja, ich habe gerade geschrieben, dass wir 2 Minuten später sind. Ja, voll Idee. Wir müssen Business Talk reden. Business-Dings. Never forget Credit Suisse Risk Management. Never forget Credit Suisse Risk Management 2022. Wolltest du noch ein bisschen Selbstpromo machen, während wir einfach so Self-Promo-Bastards sind? Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr Self-Promo. Matchbox Whispers, Eversis. Taus haben wir auch gesagt, wir sind jetzt auch aufnehmen, also kommt auch bald etwas. Ciao, jetzt habe ich auch so neue Songs gelernt. Ja, aber die neuen Versi-Songs wären fett. Ja. Ich habe der Ricky hat letztens gesagt, wir sind jetzt unironically eine Synthi-Band. So. Ja, also für alle, die Synthis hassen, voll. Get fucked. Get fucked, people. Aber wir machen es ja, also wir probieren es einigermaßen stilvoll zu machen. Wake up, sheeple. Und... By the way, Synthi Lifehack für Songwriting. Wenn du weißt, was machen, nimmst du einen Synthi für. Dann läuft's. Ist cool. Der Rico hat mir letztens gesagt, ich soll weniger Stranger Things schauen. Nein, ist cool. Und ich finde den End gut. Ja? Fest verstanden, haters nicht. Nein, es ist Haben die Game of Thrones vergessen, Kollege? Jesus Christ. Das ist so. Ich habe ein paar Memes gesehen zu dem Thema. So, alle, die jetzt am Durchdrehen sind, hätten Lost und Game of Thrones nicht überlebt. Boah, Lost ist auch so etwas, ich würde es gerne schauen, aber ich weiss... Hast du das Ende von New Girl gesehen? Die letzte Staffel Scrubs, wo alle drüber haten. Also... Ich habe New Girl und Scrubs nie wirklich geschaut. Ah ja, schade. So ein bisschen vom... Der New Girl ist so unhinged. Ja, weiß auch nicht. Oh shit, ich muss Fallout schauen. Fuck. Anyway, wir sollten aufhören. Anyways, ja. Kauft das Ticket, 6. März, schreibt es ein. 6. März Versus Werk. Schreibt es ein, 31.1. Matchbox Whispers in Mundwerk-Hörlichen. Allerdings. Schreibt rein, Taoist, 7. Februar Medbar Lenzburg. Und sonst, was nicht Self-Promo ist, aber auch, sollte man sagen, ist Atropas spielt die Woche. Bruder, ja, am Freitag, 16. Junge. Im Ebri. Mit Atropas, einem Line-Up, Lotrify. Mit einem Line-Up, der nicht im Ebri spielt. Ich finde aber schon. Also, ja, Atropas, Lotrify und Swordtrang. Fucking Christ, Alter. Also,
Geil finde ich, die Janik von Lotterify schreibt mir so, kauf dein Ticket. Ich so, ja, als ob Kannst es du immer nicht, eine eben. Vorkasse hat. Eben. Und er so, ich druck dir eins aus. Also, wir müssen Führerschein machen. Wir müssen weiter. Alright. Wir haben einen Business Call. Business Call. Ciao zusammen. Nein, wer ist der? Also, bei uns Hat's eine Möwe? haben Häsli 50% Überlebenschance jetzt. Was heisst das? Die Klar, haben sie- 50% Überlebenschance. Gehst du jetzt nachher über? Es sind schon 2 von 4 gestorben. Aha, du meinst, dein KD-Ratio ist. Was KD? Skill-Death-Ratio. Ja. Ja, okay, ist Ja, gut. Dann Tschüss.